Ja, servus ihr Lieben. Heute mal wieder Samstag. Es hat geschneit, wie man im Hintergrund sehen kann. Die Ackerfläche, wo ich jetzt drauf gehe, das ist die mit dem Rosenkohl. Und so wie ich sehen kann, ist die anscheinend schon umgeackert worden. Aber dadurch, dass alles voller Schnee ist, sehe ich es nicht wirklich. Aber egal. Ich hoffe, es geht einigermaßen was, dass das nicht alles schon irgendwie eingefroren ist. Schauen wir mal. Dann legen wir doch gleich mal los. So, und ich bin wieder mit dem Garrett Apex unterwegs, der mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde. Und wie ihr seht, ja, das kann interessant werden. Schauen wir mal, wie viel Spaß es macht und ob ein paar Funde kommen. Also, wünscht mir gut Fund und los geht's. So, und der erste Fund im Schnee, eine kleine Schnalle. Ich mach's mal scharf, die sogar verziert ist da oben. Sehr schön. Ich denke mal, vielleicht eine Schuhschnalle oder irgendwas. Cool, sehr schön. Das erste ist schönes Signal und dann auch gleich eine schöne Schnalle. Cool, weiter geht's. So, und das erste Bleisiegel für heute, Bleiplombe. Sehr schön. Es ist extrem matschig unter dem Schnee. Also kriegt die Funde kaum sauber. Aber egal, eine Bleiplombe, ich freue mich drüber. Cool, weiter geht's. Jo, wer sagt's denn? Ich habe hier einen richtig schönen alten Ring gefunden. Hammer. Ich mache mal scharf. Und zwar ist der aus Bronze. Das ist so ein Bart. Hier seht ihr die Farbe schön durchkommen. Ein schöner Ring. Ich bin mal gespannt, ob der irgendwie verziert ist oder irgendwas. Nur momentan kann ich es euch definitiv nicht sagen. Das ist ein Bart. Aber ein Ring. Der erste Ring. Yes! So gefällt mir das. Und dann noch ein alter Ring. Sehr geil. Sehr schön. Weiter geht's. So, jetzt habe ich hier irgendwas gefunden. Da scheint hier oben auch eine Verzierung drauf zu sein. Man kann es, glaube ich, einigermaßen grob erkennen. Ups, was das ist. Keine Ahnung. Sehr interessant. Ich schaue jetzt mal, dass ich das irgendwie sauber machen kann. Cool. So, ich höre jetzt auf, weil das ist so barzig und es macht keinen Spaß. Außerdem wird es gleich wieder dunkel und ich habe echt zwei tolle Sachen gefunden. Also ich habe hier oben keine Ahnung, was das sein soll. Die Bleiplombe natürlich auch und die Schnalle. Super, aber was viel interessanter ist, dass es einmal dieses Teil hier, da scheint hier ein Buchstabe eingraviert zu sein und das ist schön verziert, wie ihr sehen könnt. Es kann ein G sein. Und ich weiß nicht, was das mal war. Das ist, denke ich mal, irgendein Zirdegegenstand. 19., 18. Jahrhundert. Wenn jemand eine Idee hat oder sowas Ähnliches schon mal gesehen hat. Also das ist ein Teil von was Größeren. Nur hier unten die Verzierung, das sieht einfach super schön aus. Ich glaube, ihr könnt das gut erkennen so. Und was echt top ist, das ist dieser Ring, den ich gefunden habe. Weil der Ring verziert ist. Ich schau mal, ob ihr das, hier seht ihr das. Das sind entweder Vs. Ich gehe mal davon aus, dass das Vs sein sollen. Schauen wir mal, dass wir das irgendwie scharf bekommen. Hier sind lauter Vs und noch ein paar andere Symbole. Na, das wird nicht scharf. Schwierig mit zwei Händen. Schauen wir mal, wenn ich es in der Hand halte, dass es dann scharf stellen kann. Wie ihr seht, hier sind diese Vs, auch wenn sie jetzt gerade verkehrt rum sind. Hier ist ein anderes Symbol, das sieht aus wie ein Strich, auf den zwei Pfeile zugehen. Hier ist auch nochmal ein Symbol. Dann kommen hier mehrere Vs. Also sehr interessant, wirklich sehr schön. Das freut mich wirklich. Innen drin steht nichts, also ich habe innen drin nichts sehen können. Und schaut euch mal diese Symbolik an. Bin mal gespannt, was das sein soll, wie alt es ungefähr ist. Material ist Bronze, wie ich gesagt habe. Es ist ein kleinerer Ring. Gut, die Menschen waren früher auch kleiner. Ich denke mal vielleicht ein Kinderring. Oder ein Frauenring aus älterer Zeit. Aber wie gesagt, diese Symbolik hier drauf ist super. Ich schaue, dass ich es nochmal scharf stellen kann. Hier seht ihr nochmal schön eins der Vs. Hier nur ein Strich mit einem Pfeil. Dann hier kommen 3 Vs. Jetzt ist es einigermaßen schön scharf. Und dann hier haben wir einen Strich. Super. Also wer eine Idee hat, was das symbolisiert,
wie alt es ungefähr sein könnte, mir gerne in die Kommentare schreiben. Saugeil. Fund des Tages. Mega. Sehr schön. Und auch der erste richtig schöne Ring mit dem Garrett Apex. Super, dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, das war eine gute Entscheidung, dass ich aufgehört habe zu sonnen, weil es hat jetzt voll angefangen zu regnen und da habe ich jetzt absolut gar keinen Bock mehr drauf. Es war eh schon matschig genug. Ich war schnell im Supermarkt, habe mir eine halbe gekauft, die ich mir verdient habe in dem Gebarze. Und da würde ich sagen, trinken wir erstmal Prost auf uns Sondler. Yes! So, jetzt kommt so langsam die Zeit, wo das Sondeln keinen Spaß mehr macht, also mir zumindest nicht. Weil in dem Bad und so, ich weiß nicht. Bin mal gespannt, vielleicht wird es ja doch ein milder Winter. Und wenn die Feuchtigkeit mal irgendwo raus ist, ich habe mich jetzt hier irgendwo in der Ecke untergestellt, wo ein Dach ist, dass ich einigermaßen im Trockenen stehe. Ich sag, mir macht das jetzt weniger Spaß. Also wenn es trocken wird und die Ackerflächen einigermaßen begehbar sind, dann gerne weiter sondeln, bis dann das Frühjahr wieder kommt. Aber ihr habt es ja gesehen und ich denke bei euch, wo auch Schnee liegt, dass es da nicht besser ist und macht keinen Spaß. Also nicht wirklich. Ich freue mich aber tierisch über den Ring mit den Symbolen drauf. Sehr geil. Also richtig geil, sowas gefällt mir. Das sind Funde, wo es echt Spaß macht. Und ich bin mal gespannt, wie alt der Ring ist. Kann jetzt noch nichts dazu sagen und muss mal gucken, ob ich die Symbolik auch irgendwo im Internet finde. Mal schauen, genau. Jo, heute ist Samstag, morgen ist Nikolaus. Ich wünsche euch da hier schon mal auf dem Wege einen schönen Nikolausi und einen schönen zweiten Advent. Euch immer gut Fund, wenn ihr noch unterwegs seid beim Sondeln. Viel Spaß und natürlich gute Funde. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir uns demnächst sehen. Vielleicht werde ich dann, wenn ich nicht zum Sondeln gehe, auch mal so ein Video mal wieder machen, wo ich euch einfach was Interessantes erzählen werde. Schauen wir mal. Also, gut Fund, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und wir hören und sehen uns. Also, macht's es gut. Prost. Schönen Nikolaus. Servus.